Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Heute will ich ein bisschen ein globales Thema abgreifen, nämlich das vom Reisen. Es gibt am Thema Reisen so viel Nuancen und Details, dass ich probiere, wer doch hier manche Sachen ein bisschen auseinander zu witzeln. Es ist und sich ganz einfacher Grund. Was mehr geschieht als wo ich auch ganz oft Feedback kriege, weil Leute von irgendwelchen Orten, wo spirituelle Reisen hören, dass sie eine Erklärung gelesen oder sie eine Erklärung, ich nehme heute hin, etwas erzählt darüber und sie gesagt, ich komme gar nicht dahin. Und dann haben sie gemerkt, sie könnten nicht reisen. Auch da habe ich, den sich schon an den 80er Jahren mit diesen Sachen befasst hat, habe ich natürlich auch ein bisschen die Entwicklung gesehen, wie Reise beschrieben gesehen, wie den einen sie gesehen und wie den anderen sie gesehen und wenn man in Detail dabei kommt, die nicht wie bei die anderen gepasst haben, etc. etc. Also, probieren wir schon mal irgendwo zu von dem ganzen Gewusel von der Pferde abzugreifen und ich greife das für Astralreisen raus. Was ist das so? Ganz oft, weil Leute von Astralreise geschwärzt haben, ist so vollgemüt geschwärzt haben, weil das eine Sache, die sich in der Zwischenzeit am Gang ist zu ändern. Und ich weiß also nicht, wann irgendein den Podcast hier so mal auf 5 Jahre lauscht hat, wie es an dem Moment ausgesehen ist. Ich probiere noch wirklich abzugreifen, wie es war und wo wir los sind. Astralreisen sind an den 80er Jahren ausnahmslos mit dem Gedanken an Verbindung, was den ein OBE nennt, also ein Out-of-Body-Experience, das aus dem Körper rausgegangen ist. Was ich dabei ganz spannend fand, dass all die Leute, die von denen Erfahrungen geschwärzt haben erkennsterweise davon geschwärzt, dass sie an irgendeiner Ebene gegangen sind. Das ist schon sogar persönliche erkannt, die nicht gesagt, ja, ich habe nicht Mutter lebt, sind dann kann nicht wackrig gehen, und ich stand neben meinem Bett, schon mein Körper da gesehen, und ich gedacht, lo wird aber cool, so bis am Kirchen zu gehen und zack, stunden an der Kirche. Das ist und sich ein Out-of-Body-Experience und sich, das was da drin erkennt, das aus den Gedanken effektiv mitzukriegen, wie er aus seinem Körper austritt. Nun als aber nicht als spirituelle Reise ein Out-of-Body-Experience, erstens und zweitens als ein Out-of-Body-Experience absolut nicht unbedingt ein spirituelle Reise. Weil, wenn man just an dieser Welt heim bleibt, und nicht wirklich eine Erfahrung kann man auf den Weg bringen. Von wegen außer, oh cool, ich kann die Maschine gucken, oder oh cool, ich kann mal gucken, was du momentan machst, das war. Weiß ich noch nicht, inwiefern das dem einen dem anderen wirklich auf Dauer etwas bringt. Das ist schon noch festgestellt, eben an den 80er Jahren, wo ich darüber hören habe und darüber gelesen habe, ja, dass das so ein bisschen ein Hobby war für die Leute, die konnten und wo dann die das cool fanden, für mal sowas zu drücken, aber ohne dass sie konnten, dass du wirklich großartige Erfahrungen, also mal auf den Weg kommen sind, ja, Erfahrungen zu den Dingen aus dem Körper auszutreten, aber nicht irgendein, die ein Mensch spirituell oder mental weitergebracht hat. Ja, das ist was ich ganz spannend fand. Andere Jahre mich später ist natürlich schon immer gelesen bei Leuten, die gesagt haben, ich kann doch nicht, ich komme nicht aus dem Körper raus mit all den Tipps und Tricks, die sie haben, sich statt vorzustellen und sich zu projizieren, ich kriege nicht hin und so viel und so weiter. Und ein Bemol hat sich dann da so an 80er bis 90er Jahren hat sich ein bisschen angestellt von wegen, ja, da kann ich nicht spirituell reisen. Das ist aber so nicht der Fall. Bis dann ein Bemol reicht, den Dinge kommen aus, das Reisen vielleicht spirituell, und ich meine spirituell nicht als ethisch spirituell als der Punkt, mehr als der Punkt Spirit, also als Seele, als seelisch Reisen, dass das auch für Leute machbar ist, die nicht unbedingt aus dem Körper rauskommen. Nämlich, weil Leute zum Beispiel meditieren, was auch mehr geschieht ist, dann sagen wir mal so, dann erweitert sich als Bewusstsein. Und obwohl wir unseren Körper noch vollkommen matt kriegen, stellen wir fest, dass wir Visionen haben, sozusagen, von einem anderen Platz und dass wir da effektiv in der Weise für zu reisen auf die Plätze.
selber hun die Dinge abgemäht aus einer Meditation. Ich hatte schon erklärt, dass ich Meditation gelehrt tun mit 5 Jahren, schon effektiv jahrelang effektiv ist meine kleine Meditation gemäht. Voilà, an irgendwie nie eigentlich Stunde zack auf einer Platz, wo lag war, wo ein Büsch war an einer, wo so weh abgegangen, also ein bisschen an einer geschwungener Form, was du weh abgegangen, an schon eine Woche oder so mich spät kam der Schäme, und mein Papa war am Gang Dinge auf der Television zu gucken, einen Sender zu gucken, und du hast genau die Platz gewesen gehen, und du hast eine Frau auf Indianisch geschwätzt, die übersagt ging aus, und die erklärte, dass das Haut noch ein herrlicher Platz ist, wo sich Schamanen treffen. Ich hatte die Platz noch nie gesehen. Ich weiß in der Zwischenzeit, dass Kanada aus. Ich hatte die Platz noch nie gesehen. Ich schon mich gut nicht auf diese 4 Beräte noch da werde ich noch drauf kommen. Das heißt, war einfach, dass ich durch meine Meditation irgendwie nicht auf dem Punkt war, dass ich dann da kann sehen. Aber auch wo ich mich im Moment vollkommen auf der Platz gefehlt habe, und ich auch noch mitgedacht mit meinem Körper, mit dem Händesten und Bodensungs. Also, das eine hat der andere nicht ausgeschlossen. Ich weiß nicht schon höre. Dadurch also ein bisschen so den Aspekt rauskommt, dass wir Leute von Astralreise geschwärzt haben, dass das echt an die Richtung gegangen ist, ja, dass sie wirklich typisch Out-of-Body-Experience, also wir kommen aus dem Körper raus, aber wir sind nachher immer an einer Ebene high komplett, an die von wegen, die gemerkt haben, dass sie sozusagen aus dem Bewusstsein raus einen zweiten Kanal an einer anderen Ebene abgemäht wird, an den nicht davon aufgehalten hat, dass sie nachher immer Sachen gemacht haben, natürlich eine gute Kraft mit gedämpft, dann nicht mehr so, weil ich schon nicht mehr so konzentriert war, dass sie sozusagen auf 2 Schienen gelaufen ist. Das irgendwie das andere ist absolut machbar. Natürlich, wenn man Leute von der Schwarzen, dass man so eben, wir haben die Riesen, die es so mal einen anderen Kanal abmachen an unserem meditativen Zustand. Da holt sich dann irgendwie nicht so die Nuance erschärfen von wegen zwischen wir haben Astralreisen, ich gehe aus dem Körper raus und ich sehe mit meinem Astralkörper hier an dieser Welt NRW und ich kann mir Sachen angucken und auf der anderen Seite wird es spirituell Reisen oder schamanische Reisen genannt tun, die dann am Sinn waren von wegen, ja, ich merke, dass ich effektiv noch immer sitzen, aber es ist komplett an meiner Vision dran von Informationen, die da kommen und die man da entgegengebracht wird. Los sind weiter Punkte an der ganzen Geschichte, die ich extrem spannend fand. Das, wo das mal abkommen ist mit denen, am Anfang sind sie wirklich nicht mehr schamanische Reise genannt, keine Bewegung mit der Leute gesagt, nee, also das kannst du nicht mehr von so Schamanen, was und so viel und so weiter. Ich gehe mal durch dem Kenneth Meadows sein Wort schamanistisch sichern, am Sinne von, ich gebrauche Techniken oder ich kann Techniken, die von schamanischen Völkern kommen, mir ist immer bewusst, dass ich kein Schaman bin. Oder eben ein spirituelle Reise, eben an dem Sinne von wegen, es sind trotzdem mit meiner Seele ein Zustand, das mit einer Weh, meine Seele ist schon nicht begrenzt, und mein Körper ist auch nicht begrenzt in einer Ebene. Da sind ein ganzer Kopf CDs an Dingen herauskommen von wegen, wo ein Reise angelegt wird. Und da sind Streitereien in eine ganz andere Richtung gegangen. Das heißt, am Sinne von die einen gesagt, ja, damit kannst du das machen. Ich persönlich, ich gehe nach darüber zurück, ich mache mal für dich den anderen Satz fertig. Der andere Punkt war, ja, du hast da Leute sich davon distanziert und haben gesagt, das ist nicht mehr eine Fantasiereise. Ich persönlich bin vorsichtig mit den Reisen, weil dadurch, dass sie sich auf das konzentriert, was die Person sieht, hat den natürlich nicht so die Möglichkeit, an demselben Level an eine andere Ebene überzugehen. Auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele Leute miterlebt, die gesagt haben, ja, das heißt, die legt man schon ins Wusch, die gibt mir 5 Minuten für auf der Platz zu sehen. Und da seht ihr, komm rum, und ich merke gerade, dass ich auf der Platz noch nicht fertig bin, oder sie seht mal, lo geht die Weh rechts, an der Stelle fest, dass ich die Weh links habe. Und dann ein B-Mal waren die Leute dann gesplittet zwischen, soll ich dem noch gehen, oder soll ich mir das vorstellen, was die Person mal gerade sieht, oder soll ich das machen, wo man gerade an meiner Vision angeboten wird. Und da geht ein bisschen so gesteuert, wenn auch ein anderer Weg geht, da kann ich gesteuert gehen davon, dass den anderen noch immer natürlich sei wie weitergeht, weiter erklärt, und ihn immer in der Tasche merkt, so mit einem Ohr,
ja, sind aber gut nicht wie bei dem. Das ist ein bisschen störend an den ganzen Dingen. Ich wurde die Leute so ein Ries natürlich unzulauschen, auch mal am ersten Versuch einfach der Sache mal ein bisschen not zu gehen, aber wenn ihr Trese ein bisschen kennt, dass ihr seht, okay, dann das geht angeboten, dann, dass ihr dann mal geht, ohne ein Spruch zu, das ist das, was ich bei der gefeierten Meditation noch schon erklärt habe, ohne dass ihr eine Stimme hat, die ihr am Beta-Denken hält, das ist natürlich dann eine Idee, wie geht, und da kann ich das machen. Ich persönlich, wir brauchen dafür ein spezielles Deck, das Carte de l'Intuition, weil den anderen Problem, den ihr hat, ist, dass ihr seht, du gehst, du weißt nicht zeitlich, wo du mit einer Weg hast, also hol nicht mal aus dem Deck die ganz kurz knapp Massagen holen, ganz einfach Bilder holen, die schön holen, ich mal 2 oder 3 Quarten raus, also nicht, wenn ich den Aspekt von der Quart an meiner Reise gesehen und da kommt nicht remontiert, da weiß man sich mal, kein Musikmensch muss man kein Wecker stellen oder was auch immer, was man studiert, als irgendetwas rausratmen. Auch da kann dann vorkommen, dass dann irgendein Guide, den auf der anderen Seite hört, einem trotzdem sieht, hallo, nach da, aber wo du choisieren, an dem Moment wird es so, ja, natürlich bin ich, nachdem nur was der Guide mal aufgeht, ich rede nicht un. Das ist spannend, weil ich ein bisschen mehr umschirme, wie als Quarten oder die Ideen, die mehr holen. Oder erzählen sich, nee, ich möchte das gerade nicht Pratte viel sehen, und sie kommen später hinter drüber zurück und gucken, ob der Guide nachher darüber hier verweist. Wie gesagt, das ist dann dem Moment eher wählen an dem Dinge. Kommen nach zurück auf die Sache, dass also ganz viele Leute, wenn sie so Reise gemäht tun, ich kann da auch die, wenn sie so ein gefeiert Reise hatten, irgendwie die Stimme gut nicht mehr mitgetun und irgendwo an ihrer Welt in der Weh waren, und das ist auch vollkommen richtig. Den anderen Punkt dabei ist eben, die Kritik, die bei mir ausgeübt gehen, ist von wegen, das ist kein schamanisches Reise, das ist kein spirituelles Reise, das ist ein Fantasiereise. Dafür müssen wir etymologisch den Wort Fantasie abspüren, das ist nämlich so viel wie Eingebung. Also sind wir immer noch auf dem Punkt. Und etwas, was ich so ziemlich kann man auf den Weg gehen, und dass die Leute, andere Leute, ich denke im Umfeld, die dieselbe Erfahrung gemacht haben, der könnt erst nicht vorstellen, was nicht irgendwie an der Welt da ist. Du könnt ja so viel wie der andere gehen, wenn der an so ein Reisdingen rangeht, und der soll das dort noch gesehen. Wenn das nicht da ist, dann ist das nicht da. Schon auch da erzähle ich ganz kurz eine kleine Anekdote von meinen Reisen. Das heißt, ich habe dann die Karte geholt, und den Karten, von den Punkten, die ich sollte gucken gehen, war ein Gellenbuch. Und ich komme da beim Platz, und da ist so ein großen Hall, an dem großen Hall, da ist so ein Podest, wo ein Buch drauf liegt, und das ist ein schwarzes Buch. Und ich war vollkommen an dem Ding dran, nee, das ist Geld, also ist es nicht das Tote. Und sonst habe ich probiert, den Tour durch das ganze Gebäude zu machen, wo ich auf verschiedene Plätze gut nicht bis hier kommen sehen. Die anderen von einer Tür auf die andere immer zurück auf den Hall gelegt, wo das Schwarzbuch war. Irgendwie nun ist die Story dann abgegeben, und das Schwarzbuch hochgeguckt und ich gesagt, okay, dann ist es eben okay, Geld, Buch, können wir machen, was wir wollen. Und ich habe das Buch abgeschlagen, und Seiten an dem Buch waren Geld. Das heißt, los ja schon so Sachen nicht steuern an, so mal genau gesehen, spielt matt für so auszudrücken, weil er wirklich wird merken, dass die Information, die da von der anderen Seite kriegt, vielleicht ein Tick mehr wichtig ist, wie das, wo in sich so viel geholt wird, dass du hin und das wie am Leben. Heinz sind zu den Plan, und der Plan geht nicht, weil das Universum etwas ganz anderes für uns vorholt, und vielleicht etwas, wo wir mit der Zeit merken, dass das viel besser ist, wie das, was wir eigentlich so an einem kleinen Käppchen als vorgestellt haben. Die Informationen, die also da kommen, sind insofern für erst richtig. Das ist keine Sache, wo da könnt so, okay, ich habe gesagt, ich soll mal ein Gillekohl vorstellen, und die ist nicht abgetaucht, und die ist nicht abgetaucht, aber dafür ist ein abgetaucht an eine andere Furf. Da kommt der rein, man guckt der schon, was die Furf wirklich bedeutet, was das gerade mal der möchte, ob das irgendeine Information für er wird. Das also ein bisschen den Dingen, die Gefahr sitzen, wirklich zwischen ganz physischer, weil es nicht darum geht, dass das gefährlich ist in dem Sinn, wir ein bisschen den Risiko, den er hat, wenn er zu viel und irgendeine Anleitung festhält. Also, wenn du ein bisschen in der Weh sieht, dann lässt sich natürlich auch ein bisschen überraschen. Ich gehe sogar mit der Sache noch einen Tag mehr weit. Eine von meinen besten Freundinnen hat
schon als ziemlich jung wurde angefangen, eben zu Paraport zu Geschichten, die ich gelesen zu lesen. Ohne irgendeine Ahnung zu, was ein schamanische Reise ist, was ein spirituelle Reise ist, also an die Welt von den Büchern gereist, wo es bis wusst, was das wäre, so sind eigentlich an der Welt, und hat sich so gedacht, ja, wir brauchen nicht in hier Welt, für heimige Reisen zu machen. Das ist wirklich okay. Und du hast von einem Wesen von der Seite gesagt, wo meinst du, dass die hier Geschichten hier hatten? Also das kennt schon alles ein bisschen aus dem selbstständigen heraus. Ein einzelner Punkt will ich noch abgreifen, falls es erst selber geht, wie mir daran geht, oder falls ihr vielleicht denkt, ja, eine Antwort tut, die ich nicht tun. Und zwar gibt es verschiedene Leute, die ganz krass daran festhalten, eine echt schamanisch spirituelle Reise, die ihr möchtet, die sollen nie allein machen, da sollen ihr dabei haben, den anlädt, den am Notfall raus, etc. etc. Alles, wenn ich dann gefragt habe, okay, wer das dann mit den Leuten, die einfach so Klatschstrageheit gehen durch eine Meditation oder so, dann habe ich einfach nicht mehr als Antwort gekriegt, es sollen sich am Anfang anlegen lassen. Das ist eine Antwort auf meinen Punkt von wegen, für auch die Leute, die eben meditieren, die gar nicht wissen, wo sie dort sind. Du kannst nicht verunsichert sein, wenn du Leute so und so. Der muss angelegt gehen, der muss den auf ihrer Seite. Und stell dich mal vor, der macht eine ganz normale Meditation, du bist mal zack, sie da an so einer Welt dran. Und da geht erst durch den Kopf, was die anderen die ganzen Zeiten da angetrichtert tun. Oh, merkt, ich darf das nicht zu machen. Es sind noch lange lo. Das ist Leute verunsichert, die einen natürlich oder weiß, an die Reisen ranzugehen. Ganze Leute brauchen keine Anleitung. Bei denen ist das an ihrem Naturell, so wie alle Menschen sind Talente und sind Fähigkeiten hat. Wie den einen gut eine Geschichte kann erzählen und den anderen einfach ein Talent hat für Piano oder ein Instrument zu spielen. Genauso ist es mit den Reisen. Es sind Leute, die für die, also es viel mehr einfach an so eine Reise ranzukommen. Die müssen kein Tralala unter dem Hund, die brauchen auch keine Perkussion oder so oder irgendetwas, was an einen Trance versetzt, für da wirklich dran zu kommen. Da los der Spannungsschrift davon nicht aufschrecken. Du könnt noch weitere Punkte bei. Ich sehe gerade am Gang um nimmt zu sichern. Es gab nämlich eine Zeit lang an den 80er und 90er Jahren, da ist es Egin, die ganz viele Bücher geschrieben hat darüber, über schamanische Reisen und eben auch wie gefährlich die wären, weil da Schlechtwesen und Dämonen geraten und so fort und so weiter. Und eine ganz viele Leute haben sich aufschrecken gelassen, überhaupt das am geringsten minimal zu probieren, weil sie das am Kopf hatten, wie gefährlich das wäre, und sie hatten die Angst, noch nicht wieder rauszukommen. Ich schwätze nur aus Erfahrung, und ich schwätze aus, muss man dann herausrechnen, bald 30 Jahre Erfahrung. Ich schon an meiner Reise ich noch nie etwas begegnet, was bösartig war. Das Bösartigste, was mir begegnet, das ist hier an dieser Welt, von welchen von Leuten, die irgendwelche komplexer auch Frustrationen nun am Ende, die müssen das und irgendeinem auslösen. Auch da funktioniert die Sache, die meine Mama immer gesagt hat, von welchen vom Respekt, den Wesen gegenüber hat, und da geht in die andere Seite auch respektvoll entgegenkommen. Soll er sich von außen nicht schützen, dass an der Zeit, wo er an der Reise nach weh ist, dass einem da nichts geschieht von außen. Auch da soll ich jein. Es sind ganz viele Leute, die weil sie nicht wissen, dass es ein wirklich spirituelle Reise ist, die sich nicht geschützt tun, an denen trotzdem nie etwas geschieht ist. Und die Chance, dass etwas geschieht, weil sie Angst tun und durch das Unzählen, also die Vibration nach außen hin, außen von, und merkt, ich Reise, sind nicht angreifbar, sie sind groß, wie die Leute, die es so mit so einer gewissen Unbedarftheit durchgehen. Und ich meine, das Wort Unbedarftheit wirklich an seinem vollkommensten positiven Richtung. Hier steht, dass der nie soll schützen, wann es klärt, ob er Gefühl oder Intuition zu gehen. Der werden Situationen sehen, wo er auch nicht dran denkt, erst zu schützen. Und dann kommt er ran und sagt, okay, wenn es geschieht, dann ist das doch vollkommen okay. Wenn er auch schon so blöd gefühlt hat, natürlich mal der Schutz. Oder wenn er nicht will, auf dem Gebiet von dem Schutz, weil wir sind wirklich in einer Gesellschaft, wo das Wort Schutz an der Zwischenzeit ein Level unhält, die nicht mehr gesund ist, weil das klingt wie wenn die ganze Welt rundherum bis wir bösartig wie AB, dass mir so wichtig wären, dass die ganz Bösartigkeit sich Schutz auf uns fokussieren. Also kleine Größen wären als dabei auch noch NRW. Ich habe den Ausdruck lieber, am Englischen sagt es Sacred Space. Das ist einfach, dass in dem Moment ein
Raum zu schaffen, wo ihr seht, hey, also der Raum, den ich mal schaffen, für spirituell zu schaffen. Sei das mit einer Reise, sei das magisch, NRW mit einer magischen Arbeit, die ihr möchtet, sei das mit einer Meditation, die ihr möchtet. So. Wenn ich aber gucke, dass es da wirklich Leute gibt, die auch Rituale, für dich danach einen Schutz absetzen an. Ich weiß nicht, ob das an den Büchern so eine Weh ist. Ich habe Bücher an der Grab gekriegt, da waren mal noch am Gang, an alle Himmelsrichtungen einen Turm abzusetzen, sich ein Wesen da heranzulöten, das dann ob in den Turm wäscht, ob den dann ob ihn abgepasst hat. Übrigens, Turm wäscht, also bis war das an der Esoterik nicht gehen ist, bis man an der New Age Esoterik gekommen sind. Es ist nicht gehen. Du hast schon ein gefragt, wo könnt das hier? An dem habe ich keine Antwort geben. Es hat nicht existiert, weil es nicht an dem Sinn neidisch war. Wenn ich dann bis die ganzen Dinge abgesetzt hat, ist ein gut halbe Stunde am Gang, einen Schutz abzusetzen, eher in die Wärme und Ritual kommst. Aber keine Energie mehr für seriös Ritual zu machen, das tun die Leute nicht umschirmen. Also heute selber bei der Reise. Wenn ihr merkt, schaut euch an, das ist wirklich gesagt, ich für Leute, die nach ein bisschen so eine Unsicherheit tun, am Anfang, rund schon, schaut euch einen hellen Raum, okay, eher persönlicher Raum, so wo der sagt, okay, an dem Raum will ich es schaffen, will ich die Reise machen, aber geht nicht an die Dinge, also ich setze nur etwas ab, du guckst am Norden, dass du nicht Spaces kannst, du guckst am Süden, du guckst am Osten und am Westen, und an dem Moment genau, weil was möchte ich, wenn du einen Turm an Trannen habt, den ist sichtbar an alle Seiten, an die lackelt Sachen wenn überhaupt. An sich vielleicht selber minimal Männer echt zu holen, an Männer wichtig zu leben, dass die ganz Bösartigkeit, die in der Welt gibt, just ob ihr wollt, dass ihr selber gerade an die Reise geht. So funktioniert das nicht. Das sind sich die Dinge, aber wenn da wirklich mal der andere Welt mal schaut, ein bisschen dieser Kontakt sieht, und der gibt mal ein bisschen vergessen, einen Schutz abzusetzen, und gibt etwas kommen, lebt man. Da sind da schon dort, die aber schon passen. Weil so Erfahrungen in einem Jochgebiet, wo sich Leute beschwert tun, dass er immer von 2 Kurven verschont sind. Also, wie gesagt, ein bisschen mehr Vertrauen an die andere Welt, ein bisschen mehr Echtwelle, ein bisschen mehr mit Humor daran gehen, das hilft ganz viel an der Richtung. Hier steht, dass auf den anderen Ebenen nie etwas begegnen kann, was nicht auf eine gewisse Gefahr hat. Es ging mehr Ebenen. Das heißt, wenn ich an dem Schamanistischen gucke, gehen sind da viele die Schwätze von der oberen Welt, von der unteren Welt, noch ein bisschen jetzt links. Wir haben auch Leute, die Schwätze von 7 Dimensionen, das ist aber noch ein ganz anderes Ding, das heißt, die so und dann so, ja, ich kann nach 7 Dimensionen reisen. Ich mir denke, ja, okay. Taoismus also bei über 40 Dimensionen eine Idee, wo auch Quantenphysik in der Weh ist. Und wenn ich an der komplette Unität ist, dann fällt das Thema Dimension ein bisschen weg. Wenn der Lo ist vorbereitet für eine Reise zu gehen, der geht lo so mal, ich nenne lo mal eine Innenwelt, weil das wirklich ganz oft ganz stark mit diesem Innerbewusstsein in Verbindung ist. Der sieht zum Beispiel, dass du nach einem Kehr, der sagt, okay, ich gehe nur in einen Reihe Treppen rauf, von da aus kann ich reisen. Und er sieht, dass du nach einem Treppe hochgeht. Wenn das der erste Reise ist, gebe ich euch nicht die Treppe weiter hochzuholen, weil es nach mir tief geht und das mal vielleicht gut für dich an dem ersten Level, so ein bisschen wie ein bisschen am ersten Level, die erste Schule damals zu verschaffen. Und dann mit der Zeit werdet ihr merken, dass ihr könnt an die andere Richtung, an die andere Tiefe gehen, das heißt, dass ihr mit Tiefe könnt gehen. Natürlich eben, damit wie mit allem, immer los aufhängen, du nicht zu probieren, an irgendwelche extrem Tiefen direkt zu gehen. Die Tiere sind ganz oft da, oder die Treppen sind dafür zu sagen, okay, es kann nach mir tief gehen. Das gebe ich erst für den Anfang nicht anraten. Das ist eine Sache, was mir sicher daran geht, was mir sicher an ihren spirituellen Techniken geht, an ihrer spirituellen Ethik, dass die mir alltäglich rüber kennt, aber wo der merkt, dass viele Sachen geschafft hat, aber wo der sagt, okay, der hat vielleicht auch schon an der ersten Ebene, hat er erst mit einem Guide wirklich in Kontakt gesagt, und der könnt den dann in dem Moment fragen, okay, wenn ich an die Welt nach drinnen gehe, was du als Guide auf meiner Seite, sodass da immer ein Hut auf der Ebene den erst weiterleiten kann, an den er im Notfall auch kann herausleden.
dann reicht dran gehen. Das wie Computerspiel nicht direkt am Level 10 aufhängen. Das hat schon einen Grund für was der Level 1 da ist, und der Level 2 und der Level 3. Das ist das Einzige, was ich als Warnung wirklich mal auf den Weg habe. Der Rest, wie gesagt, die Echtreisen, und das spielt keine Rolle, ob ihr nie geht an echt, du seht, das war nicht mehr eine Fantasiereise. Du darüber noch ganz kurz zurückkommen. Der Punkt ist folgendes: wenn irgendeiner probiert, eine Reise magisch zu machen, denkt für ihr selber darüber nach, hat die Reise mal etwas Boot. Nicht irgendetwas dabei rausgeholt, aber irgendeine Info da, die ich noch nicht habe und die durchkommen ist. Dann ist es nicht um einem anderen erst zu sagen, was für Wert die Reise hat. Das ist den ähnlichen Dingen. Also, Männer, ob das angehen, was Leute rundherum an all ihren Ideen und Technologien damit auf den Weg gehen. Schnitte von der Aufhall, wie gesagt, auch was eben so mal Reise sind, was Geschichte betrifft, auch an der Richtung. Schnitte von der Aufschrecken lassen, ich komme ganz kurz nachher darauf zurück. Ein Buch, was ich auf jeden Fall oder kann erholen, als logischerweise dunentische Geschichte, aber wann ich gelieft, geheit den Film an. Ich schwätze wirklich vom Buchfeld den Ende, wo du weiter geschwärzt wird. Du hast nicht im Sos, nur den Karl Konrad Koriander, den ihm seht, ja, hin ist auch gereist. Und das ist unsere Stadt. Und die Welt wird auch Fantasien genannt. Also Eingebung, mehr ist das nicht an der ganzen Geschichte. Und steht darüber, anzulassen, das ist unsere Stadt, was so mal am wichtigsten ist. Solange nach selber zu viel Zweifel und zu viel Angst, dann merkt vielleicht nicht. Aber los, dass ich keine Angst vor Bausen antreiben, sagen wir mal so. Just weil du Leute, weil sie eben mit den Ideen in der Weg waren, das mitgeholfen haben an sich dann an das schlechte Erfahrungen. Ich sage mal ganz lieb, einen schlechten Trip gemacht haben. Weil natürlich, wenn du hingeht, und die geht an die Reisen und sagt, oh, du beginnst du Dämonen, Monster und so weiter. Da sieht dann aber Bewusstsein, okay, so sei es, komm, wir machen Monster. Voilà. Was er mir unbedarft sieht, mir einfach offen sieht für das, was wirklich kann kommen, wie gesagt, wo normalerweise an den Echten, du siehst ja noch nicht so tief an der Trance dran, dass er da und irgendetwas kennt, gerade was er noch nicht verschaffen kann, mit das Universum wisst das auch schon, Seele, Psyche wisst das auch schon, wo sie umsetzen kann mit den Reisen. Ich hoffe, das geht euch so ein bisschen in Tour, was das Ganze betrifft. Geht euch vielleicht auch ein bisschen Ideen, wie ihr die Sache könnt abgreifen. Ich rate erst nur auch verschiedene Aspekte niederzuschreiben, dass er vielleicht, wo der so, oh, lokal kann ich noch nicht damit nur fangen, wo der vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen oder vielleicht doch 3 Jahre mich später, wow, das war der Rest damals. Ein bisschen mehr unbedacht drunter gehen. Ja, wie soll ich immer, es ist nicht so viel ich zu wollen. Das funktioniert eigentlich recht gut an der Sache. In dem Sinne, ich hoffe, dass ihr etwas konnte rausholen. Vielmal merci für den Nullausstrahlen. Schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.